Als kleines Kind wollte ich ja eigentlich Vampir werden, aber das überspringe ich und dann wollte ich Detektiv werden. Dann wollte ich Journalist werden und dann wollte ich Schauspieler werden. Das war total bescheuert. Wir hatten Schulfasching und da war das Motto Absturz im Dschungel. Und wir waren alle Leute, die in einem Flugzeug im Dschungel abgestürzt sind. Und einer war der Reporter vom Kongo-Kurier. Danach haben wir gesagt, wir machen jetzt wirklich den Kongo-Kurier. Darum hieß unsere Schülerzeitung auch Kongo-Kurier. Ernsthaft, eine Klassenkameradin hatte sich mit schwarzer Schuhcreme ganz körpermäßig angemalt. Es wäre heute schwierig, aber es war die 4. Klasse, wir waren 10. Ne? Ich weiß gar nicht, was die heute macht. Katja, was machst du? Melde dich, wenn du das siehst. Irgendwann saß ich mit Kommilitonen in der Mensa und jemand fragte nach dem Salz und bekam das Salzfass gereicht mit den Worten Salis. Und dachte irgendwie, ich finde es ganz witzig, aber irgendwie so, wenn das mein Leben ist, ist es mir, glaube ich, nicht genug. Ich weiß noch, als ich als ganz kleiner Junge Räuber Hotzenplotz gesehen habe als Weihnachtsmärchen, da habe ich mich immer gefragt, wenn die Schauspieler abgegangen sind, wo gehen die jetzt hin? Ich habe das Gefühl gehabt, dieses Bühnenbild geht noch weiter. Für mich als Kind, ich wollte wissen, was ist hinter den Kulissen, aber ich habe gedacht, da sind noch mehr Kulissen. Da geht diese Welt noch weiter. Ich finde es immer ganz traurig, wenn man als Schauspieler sagt, ich habe keine Hobbys, weil man hat ja sein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich habe zwar irgendwie 1000 Interessen, aber ich habe halt eigentlich echt keine Hobbys. Und ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Was ich an der Feuerwehr geil fand, war halt auch dieses, wenn alle schlafen, aber es regnet und bei Leuten läuft der Keller voll oder es fällt ein Baum aufs Haus und so. Du bist halt der alles mitbekommt. Du bist so wahnsinnig in so eine Gemeinschaft eingebunden und kümmerst dich. Und du bist der, wenn andere Leute völlig verzweifelt nachts um 3 in ihrem vollgelaufenen Keller stehen, bist du halt der Nachbar, der kommt und den wieder leer pumpt. Und ich mochte einfach diese Gemeinschaft, dieses Nachbarschaftsgefühl. Das Schönste bei Corona war für mich eigentlich wirklich so neue Verbindungen zu finden. So mit welchen Leuten, wenn du nur mit ganz wenigen Leuten dich treffen darfst, mit welchen Leuten triffst du dich? Und sitzt wirklich in diesem Prohibition-mäßigen, kleinen Zellengefühl und trinkst irgendwie dein Bierchen ganz isoliert und in ganz kleiner Gruppe. Und das sind, glaube ich, besondere Verbindung, die du dann irgendwie behältst. Auf der Schauspielschule sind wir mit lauter Freunden mal ein paar Tage nach Dänemark gefahren, zu Ferienhaus, und haben nichts gemacht. Das war auch noch vor Instagram und all sowas. Boah, bin ich alt. Und da haben wir wirklich das Handy ausgemacht. Da gab es ja auch kein EU-Roaming. Wir haben wirklich kein Fernsehen, kein Internet, kein Handy. Wir haben nur da gehockt, sind an den Strand gegangen mit dem Hund, haben abends getrunken und tagsüber gekocht oder so. Und es ist mir nie langweilig gewesen. So einfach sitzen und was angucken und da sein, das habe ich verlernt. Irgendwie. Ich bin halt in Hamburg echt krass verwurzelt. Ne? Ich bin hier echt, habe mein ganzes Leben hier verbracht, habe meine Familie hier, meine Schauspielausbildung hier gemacht. Ich arbeite hier und als Plattdeutscher bin ich halt auch beruflich hier einfach krass eingebunden. Also als Plattdeutscher bist du in München jetzt halt, hast du nicht so eine Marktlücke irgendwie. Obwohl ich trotzdem total Bock hätte, grundsätzlich mal ein Jahr nach Berlin zu gehen oder ein Jahr nach Wien, weil das geile Städte sind. Ne? Ich bin einfach wahnsinnig gerne in Hamburg. Ich finde, Schauspiel ist Schauspiel. Und ich finde, egal ob du auf der Bühne spielst oder vor der Kamera und ob du Dantons Tod spielst oder Frau Holle, Musical oder Sprechtheater, im Kern ist es das Gleiche. Alles, was sich unterscheidet, ist Stil, das ist Genre, das ist alles drumherum. Vorstellen, zuhören, reagieren und spielen einfach. Mein Ziel war ja tatsächlich immer ans Ohnsorg-Theater zu kommen. Ich habe da immer die Generalproben geguckt und wollte auf diese Bühne. Und dann hatte ich das sofort nach der Schauspielschule geschafft und war da. Ich habe dann erstmal eine Zeit lang gebraucht, um das zu realisieren. Aber dadurch hatte ich mein Ziel schon. Also dann ist ja die Frage, was kommt denn jetzt danach? Deshalb, ich glaube, danach hatte ich mich einfach treiben lassen, weil ich glücklicherweise auch mit dem, was ich mache, wahnsinnig glücklich bin. Also ich habe eher Angst davor, dass sich was ändert. Aber, also Angst nicht, aber ich finde es auch okay, mal ein Ziel erreicht zu haben und das zu genießen und nicht sofort nach dem nächsten Ziel zu greifen. Ich glaube auch nicht, dass das auf Dauer glücklich macht. Oh, die Lüftung geht an.